Das ist der Nick, ein junger Mann von der Television. Er ist gerade auf dem Weg nach Burgdorf, in seine alte Heimat. Und er ist gerade furchtbar mit wichtigen Honorationen okkupiert. Hartmann? Herr Bundesrat. Ich bin zu Fuß. Wie bitte? Ja, etwa 3 Stunden. Gut. Super, bis dann. Danke. Herr Bundesrat Schneider-Ammann. So ein lieber Mensch. Das ist der Ueli, der Knecht vom Knorr zu Boden. Er hat das Herz auf dem rechten Fleck. Aber er ist schambar ein Scheuche. Und das ist das Vreneli, Tochter vom Knorr zu Boden Bauer. Ein Geschaffungsfrauenzimmer. Und sie hat immer ein liebes Wort für alle. Auch für einen Ueli, wenn der endlich mal das Gerechte rausbrecht, wie fest er nach dem Vreneli plangt. Wo der Nick den Ueli nach dem Weg fragt, ist es nicht lang gegangen, bis der dem sein Leid geklagt hat. Es fällt mir eben nicht leicht, mein Herz so auf den Tisch rauszupacken. Aber ich weiss, für das Vreneli, da ging ich so weit, wie es will. Ganz gleich, woher. Hast du ihr das schon mal gesagt? Ich habe ihr schon mal gesagt, dass ich mit niemandem so gerne mischte wie mit ihr. Ja. Ich glaube, was du brauchst, ist das richtige Ambiente und ein Schuss Romantik. Da oben ist ihre Kammer. Weisst du, wie manchmal habe ich in der Nacht, wo schon der Skipützer das Gochli Moos gefordert hat, da unten gelangt und gehofft. Nur ein München. Nur eins. Und ich wäre der glücklichste Mann auf dieser Welt. Also lass jetzt, ich habe die Leiter. Du kletterst drauf, klopfst oben an die Scheibe, wenn das Vreneli aufmacht, sagst du ihr genau das. Ja, aber ich weiss eben nicht recht, wie Angattung und dann noch mit diesem Bucke in der Hand. Ich habe darum Heuräume und Höhenangst. Was? Das ist doch kein Problem für einen Post, wie du einer bist. Komm, heb schnell, ich zeig dir's. Aufklettern. Wenn du oben bist, klopfst und dann rufst «Vreni!» Wer ist es? Das mit dem Fenster lässt zünftig in die Hose. Hast du etwas gemacht? Darum haben sich die beiden gehörig hintersonnen. Ein possierlicher Liebesbrief. Das wär's. Und weil es der Ueli nicht so hat mit dem Schreiben, hat der Nick als Postillon d'Amour herhaben. Wieder weiter Himmel. Das ist gut. Deine Augen so blau wie der weite Himmel. Deine Lippen. Das ist die Lisette vom Feuchtmoos. Eine reiche Bauerntochter. Sie ist ein listiges Frauenzimmer und immer bubig. Mit ihrem Sack voll Goldstückchen hat sie schon manchen Mal mit dem Knechtsgürbsi verzwurbelt. Wenn 2 Sterne sich küssen, gehen 2 Welten unter, gehen 2 Welten. Was bist du da für ein kecher Bübel? So einen wie dich sieht man hier oben aber selten. Hallo, ich bin der Nick. Ja, was stehst du da, Blaraffisch? Hock dich. Ist gerade gut, danke. Ich meine, ich noch nie so ein schönes Chassaignat gesehen, gell? Das ist aus der Stadt. Oder gar nicht etwas Billiges. Ja. Was hast du da? Ein Brief. Deine Augen so blau wie der weite Himmel. Und deine Lippen so rot wie die Kornblumen auf dem Feld. So apart. Woher hast du gewusst, dass ich so blaue Augen habe? Das habe ich nicht gewusst. Der Brief ist auch nicht für dich, der ist fürs Vreni. Vrene? Ja. Darf ein Gatter zu uns stecken? Ja. Heb dich lieber ein bisschen an meiner Ross. Hallo. Im Welschland haben wir aber gesagt, «Personne ne s'est embrassé comme toi». Weißt du, was das heisst? Niemand kann so gut Menschen geben wie ich. Und jetzt hätte ich gerade Lust auf eins. Ich bin verheiratet. Mach nichts. Und Kirsch im Nachbarshaus, das war dann die Süßeste, gell? Auch das Unternehmen Liebesbrief war nicht wirklich erfolgreich. Ausser für die Lisette. Und so haben Nico und Ueli weiter gesiniert. Vielleicht könnte ein charmantes Präsent das Herz vom Vreneli erobern. Wer Liebe ernten will, muss Liebe säen. An was hat das Vreneli Freude? Hast du keine Idee? Wie wär's mit Rosen? Hast du keine roten? Ja, aber die sind doch rot. Nein, die sind grau. Nein, die sind rot. Woher willst du das wissen? Das ist ja ein Schwarz-Weiß-Film. Aha. Ja, jetzt, was du sagst. Eben. Achtung, sie kommt. Jetzt oder nie? Und wenn ich dann wieder nicht weiss, was sagen... Ich verstecke mich da hinten in diesem Häuschen.
das ist im Fall das WC. Ist doch gleich, ich kann dir einflüstern. Ich habe ja noch den Brief. Pass auf, irgend so einen schlötzigen Platzbänkel hat die Schütte drin gelegt. Vreneli, ich... Ja, Ueli? Die haben eine gesunde Verdauung hier auf dem Land. Also... Ich brauche mehr Licht. Und das war eine von seinen dümmeren Ideen. Mit Biogas kann man eben nicht nur heizen. Wenn du kein Leo bist, gibst du jetzt ein München. Gleich darauf haben in der stattlichen Kirche zu Burgdorf die Hochzeitsglocke geläutet. Herzliche Gratulation euch beiden. Du glaubst Gott nicht. Ich meine, ohne dich. Ah, was? Dann machen wir ein Selfie. Alle miteinander. Achtung! 3, 2, 1.